Der Herbst ist da mit seinem Nebel, seinen traurigen Seiten vielleicht. Es wird ein bisschen dunkler, bei manchen auch im Herz. Manchmal ist es aber auch ganz schön, sich ein bisschen anlehnen, kuscheln, weil in der Trauer liegt auch eine Kraft. Hallo zusammen. Heute reden wir über die zarten Seiten des Lebens, über die Melancholie, über die Wehmut, den Weltschmerz und auch über die Abgründe der Trauer, über die Depression. Später dann. Aber zuerst zur Melancholie, Yves, so das Bittersüße. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Man würde es mir vielleicht nicht geben äußerlich, aber ich habe so Phasen. Und ich glaube, ohne diese Phase hätte ich nicht angefangen, Philosophie zu studieren und wäre heute nicht Philosoph. Ich glaube, es sind auch Momente, die zeigen, dass alles eine andere Tiefe hat, ein anderes Gewicht. Ja, auch augenöffnende Momente zum Teil. Reden wir doch zuerst vielleicht mal über das Potenzial von dieser Melancholie, von diesem Weltschmerz. Susan Cain, die bekannt worden ist mit einem Buch über Sensibilität, das Buch hat «Still» geheissen, hat ein neues Buch draussen, und das heisst eben «Bittersüß», wo es genauso um die Doppeltheit geht von dem Gefühl. Also so der Eindruck, es tut ein bisschen weh, man ist traurig und es hat aber auch so das Weiche, Schöne, Zarte. Und sie macht so das fest, die Sehnsucht nach dem Gefühl, macht sie fest daran, dass es zum Beispiel ein enormer Trend ist auf Instagram. So traurige Bilder oder auf Spotify «Sad Songs» zum Beispiel ist ein Hit. Da gibt es ganz, ganz viele Listen. Und sie hat auch ihre eigene Songliste hat sie publiziert. Also das ist irgendwie interessant, oder? Also ich finde beides interessant. Ich glaube, auf Insta ist es vor allem auch ein Gegentrend, gegen so die heile Welt, die man oft sieht und das Perfekte. Und bei der Musik verstehe ich es mega gut. Also Musik spricht uns aus dem Herzen, trifft uns im Tiefsten. Es gibt von Victor Hugo den schönen Satz, wo er sagt, Musik spricht aus, was nicht gesagt werden kann, aber worüber zu schweigen unmöglich ist. Also ich glaube, ganz, ganz tiefe Weisheiten drin. Man fühlt sich dann irgendwie auch wie verstanden von dieser Musik. Billie Eilish zum Beispiel finde ich auch unglaublich melancholisch, die Musik, unglaublich Tiefe. Und irgendwie auch schön zu sehen, dass das so ein Mega-Phänomen war, oder immer noch ist. Aber die Frage ist ja jetzt noch einmal, was genau liegt in dieser Melancholie? Und es gibt einen Song, der so ein bisschen der Spitzenreiter ist in diesem Kontext. Das ist der berühmte Anthem-Song von Leonard Cohen mit der Zeile drin: «There's a crack in everything. That's how the light gets in». Also es hat in allem einen Riss. Und genau in diesem Riss innen, aus dem Riss raus, kommt das Licht. Oder man stellt sich das so vor, man ist in einem abdunkelten Raum und durch den Riss vom Vorhang sieht man das Licht umso heller. Das heisst, es braucht eigentlich Brüche, Risse, dass man das Licht wieder sieht. Ja. Anders sieht man das Licht nicht. Und das ist auch das Motto von dem Buch, das ich vorher zitiert habe. Und ihr geht es eben genau darum, wie zu sagen, erst wenn wir Brüchigkeit sehen, sehen wir auch eine spezifische Form von Licht. Und das meint das Bittersüße. Das ist so die Kippfigur. Ja, ich verstehe, also den Satz, über den kannst du stundenlang reden natürlich. Ich verstehe den vor allem, also mir hilft der beim Verstehen von Personen, von Menschen. À la Freud, Sigmund Freud, sozusagen, wenn die mit ihren Mustern an ihre Grenzen kommen und Fehlleistungen auftreten, Versprechen auftreten, Zusammenbrüche, Angstzustände und so weiter, dann siehst du sozusagen hinter die Fassade von einer Person und eben die Brüche und die Abgründe und so weiter. Das bringt das Licht sozusagen, um zu verstehen, wer da ist. Genau, aber vielleicht jetzt hast du wie so einen Erkenntnismoment reingebracht. Man kann etwas erkennen, wenn man den Riss sieht. Es ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, was Immanuel Kant gesagt hat, in einem Text, wo es ums Erhabene geht. Das Erhabene beim Kant ist das schlechthin Grosse, also Ozean, riesige Berge, eine Wüste. Und er sagt, wie die Menschen, die nahe sind bei der Melancholie, sind besonders empfänglich, das Erhabene zu verstehen. Und da geht es natürlich wie auch noch mal um eine transzendentale Idee, kann man fast sagen. Also etwas Grösseres, etwas, das uns übersteigt, das wir erst erkennen, wenn wir auch empfänglich sind, vielleicht für den Weltschmerz. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Und heute denken wir ja oft, dass etwas, das gibt es ja gar nicht, weil wir uns irgendwie schwer tun, damit überhaupt noch an etwas Transzendentes zu glauben. Und da gibt es ein schönes Buch vom Völdeney, der hat «Lob der Melancholie» geschrieben. Und er sagt dort, dass eigentlich das Bittersüße heute oft nur noch bitter ist, weil genau sozusagen die Sehnsucht ins Leere läuft. Also es gibt die Idee nicht mehr vom Grösseren, vom grossen Ganzen. Und dann wird das Bittersüße bitter. Und das, glaube ich, hat etwas. Ja, es ist ja noch irgendwie ein Serotoninmangel oder Dopaminmangel. So. Du kannst nicht weltbildlich einbetten. So. Etwas, was mich noch wichtig ist im Zusammenhang mit Melancholie, ist der Geniekult. Weil das ist ja historisch auch so gewesen. Oder schon beim Burton im 17. Jahrhundert ist der Begriff der Melancholie ist eigentlich im Genie vorbehalten gewesen. Und
Natürlich nur im Mann. Also der Mann, der war melancholisch, vor allem der begabte, geniehafte Mann. Die Frau natürlich neurotisch oder hysterisch. Und der Mann, der melancholisch ist, und das ist auch interessant, es gibt einen Stich, ganz einen berühmten Kupferstich von Albrecht Dürer, der heisst Melancholia. Da sieht man so einen Engel mit ganz vielen wissenschaftlichen Instrumenten. Also Wissenschaft, Wissbegierde, ist ganz eng verknüpft mit dieser Melancholie. Und das sieht man auch schon beim Aristoteles. Welches Wissen hat melancholische Seiten, weil du immer an Grenzen stossest. Also es hat wieder zu tun mit dieser Kippfigur. Du willst wissen, an Grenzen, spürst aber durch Grenzen gerade auch den Abgrund von der Grenze, weil du kommst mit dem Wissen nie dort hin, wo du möchtest. Darum hat es immer die Kippfigur. Ich finde es aber auch schwierig, eben die Kombination. Ich habe es am Anfang auch gesagt, ich finde auch, es sind philosophische Momente, wo man das so spürt. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, der Nietzsche hat recht, wenn er sagt, die Glücklichen sind neugierig. Weil, wenn du in so einem Moment inne bist, kreisest du auch oft um dich selber und so weiter. Und das Selbstmitleid. Und du bist nicht richtig wach und interessiert an der Welt. Und ich glaube, man darf es auch nicht idealisieren. Oder? Das ist irgendwie so, wie man irgendwie den Rausch oder den Alkohol mit dem Genie zusammenbringt. Das stimmt auch überhaupt nicht. Oder? Viele haben es einfach dann auch nicht geschafft und sind zu Grund gegangen an dem. Oder? Du projizierst dein eigenes Empfinden auf die Welt aus. Oder? Wittgenstein, die Welt des Glücklichen ist eine andere als des Unglücklichen. Und ich glaube, manchmal denkt man auch, ich entdecke jetzt da draussen etwas, die Tiefe der Welt und die Abgründe, das Unendliche. Dabei geht es mir einfach schlecht und ich projiziere es nach außen. Also ich finde, diesen Zweifel, den habe ich zumindest auch immer, dass das alles nur eine Projektion ist. Und nachher, wenn es dir anders geht, sieht wieder die Welt ganz anders aus. Ja, man sieht schon, Melancholie ist eine Art Kulturtradition, kann man sagen. Manchmal kippt sie aber auch in etwas ganz Trauriges, Dunkles, Schweres und dann wird es zu einer Depression. Und das ist auch ein grosses Thema in der Schweiz. Jede Zehnte sollte offenbar an einer Depression leiden, gemäss Statistiken. Yves, das ist dann nicht mehr lustig. Das hast du auch schon angesprochen. Hast du zwar nie erlebt, aber ist natürlich etwas ganz anderes wie Melancholie. Das ist dann einfach eine Krankheit, ja, wo man auch muss mit Therapie und Medikamenten behandeln und wo zum Teil ganz unterschiedliche Ursachen hat, auch genetische Ursachen. Da sind wir keine Expertinnen, keine Experten. Und wo man vor allem muss Hilfe holen muss, glaube ich, was wichtig ist. Aber es gibt natürlich sicher solche vielleicht den Verdacht, den man an unsere eigene Zeit muss haben, dass man mit negativen Gefühlen, ob das Trauer ist, zum Teil schnell die in eine pathologische Ecke rührt, oder? Und sagt irgendwie, das darf nicht sein in unserer heutigen Zeit, wo doch alle strahlen und glücklich sein und pragmatisch sein und zielorientiert und effizient, oder? Und dann wird es schnell pathologisiert. Ich glaube, das ist zumindest etwas, wo man muss darüber nachdenken und Sachen in Frage stellen, wenn so Diagnosen zum Teil dann vielleicht zu früh kommen, oder? Also das mit der Pathologisierung ist sicher ein Problem. Das sagt zum Beispiel auch der Jonathan Lear, ein Psychoanalytiker und Philosoph, der ein Buch geschrieben hat, das neueste Buch über Trauer, wo sagt, Trauer gehört zum Leben dazu, ist ganz wesentlich für den Menschen. Es ist auch eine Form von Katharsis, also wie von einer Reinigung, dass wir sehr eng mit uns in Kontakt kommen, auch mit Abgründen von uns selber. Das ist mega wichtig, das zuzulassen. Das ist auch bei der Musik zum Beispiel so, oder? Wenn du das hörst und dich dann Gefühl hingehst, nachher fühlst du dich irgendwie besser. Es ist schön, die traurige Musik zu hören. Genau, das ist genau der Punkt schon, oder? Von dem Bittersüßen. Aber, und darum wirklich ein Aber, man muss wirklich unterscheiden zwischen dem, was einfach noch so das Menschliche ist und ein Gefühl von, das soll auch Platz haben, und der wirklichen Depression. Was auch menschlich ist, aber ja. Aber eine Krankheit. Also nur wenn man sagt Pathologisierung, tönt es immer gerade, als würde man alles pathologisieren, aber es gibt natürlich klar auch das Krankheitsbild. Ja. Ronja von Rönne, eine deutsche Autorin, hat ja ein Buch, also einen Roman darüber geschrieben, wo die Hauptfigur an Depressionen leidet. Sie war auch bei uns in der Sternstunde und sie sagt ganz klar, Depression ist eine Volkskrankheit und sie hat das Buch nicht geschrieben wegen der Depression, sondern trotz der Depression. Für sie ist das ganz wichtig, die Unterscheidung, dass eben nicht der Geniekult passiert, dass man sagt, ja, weil ich depressiv bin, habe ich dann so tolle Eingebungen, sondern obwohl sie depressiv ist, kriegt sie es an, ein Buch zu schreiben. Weil es einfach wahnsinnig schwer ist, mit so einer Krankheit umzugehen. Es haben uns ja auch viel gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Depression und Trauer? Ich glaube, wenn ich das noch schnell sagen darf, es gibt ein Bild, das mir gut eingeleuchtet hat, bei der Sylvia Plath, eine Schriftstellerin, die sich das Leben genommen hat, die die Glasglocke geschrieben hat. Sie sagt an einer Stelle, Depression fühlt sich an, wie wenn sie ein totes Baby wäre unter einer Glasglocke. Das heisst, man hat das Gefühl von einer totalen Abkapselung gegenüber der Welt. Du bist ein totes Baby unter einer Glasglocke. Und innerlich tot, also emotionslos auch. Emotionslos und die Welt ist weit weg.
Ja. Während dem Melancholie gerade eine Verbindung zur Welt schafft. Das heisst, das eine ist eine Abkapselung, das andere ist eigentlich die Verbindung sogar noch über etwas raus. Du willst sogar noch über die Welt raus eine Verbindung. Das, glaube ich, ist der Unterschied zwischen Trauer und Depression. Das ist ein schönes Bild, ja. Etwas anderes, da bist du ein Spezialist. Du hast ein Buch geschrieben über Humor. Trotzdem lachen, ja. Ja, ich glaube, das trotzdem, finde ich, das hilft mir. Also, wenn ich sage, die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Paradoxerweise. Oder, also, du kannst sozusagen trotzdem lachen. Der Galgenhumor, oder? Der Sigmund Freud mit dem Beispiel, dass der Verbrecher an einem Montagmorgen wird zum Galgen geführt und der murmelt vor sich hin: «Naja, die Woche fängt schon mal gut an.» Oder die Art von Distanz zu sich selber, dass man sich zum Teil auch rauskatapultiert aus solchen schwierigen, tragischen, peinlichen Situationen durch Humor, das hilft mir sehr. Ja, und das andere ist Ablenkung. Also ich finde, David Hume, ein Vorbildphilosoph für mich, schottischer Philosoph, der hat gesagt, wenn du im Zweifel versinkst und in dieser Schwermut, dann geh Billard spielen oder Backgammon spielen, lenk dich ab, mach etwas anderes. Oder der Schopenhauer mit seinem Zweckpessimismus, sage ich jetzt mal, dass du nicht zu hohe Erwartungen hast. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Das ist vielleicht auch eine Krankheit von unserer heutigen Zeit, wo alles immer perfekt ist. Und so. Nein, das finde ich mal, wenn du einfach meinst, wenn du mal sagst, das ist eine riesige Freakshow, was wir hier haben auf dieser Welt, und alles erbärmlich, und was wir hier machen auf der Kruste von dieser Kugel am Rand von einer Galaxie, ist total unwichtig. Und es kann eigentlich noch Scheiße rauskommen, am Schluss bist du tot. Und danach erlebst du dass deine Kinder das schauen. Ja klar, das sage ich jeden Tag. Ich finde das gut, es ist extrem entlastend. Gut, so kann ich es stehen lassen. Aber was ich nicht gerne habe, ist immer das Abschrauben vom Erwartungsmanagement. Dass du die ganze Zeit irgendwie sagst, ja, musst halt ein bisschen weniger erwarten. Das finde ich erbärmlich, ganz ehrlich. Dass man irgendwie nichts mit, keine Erwartungen mehr haben, keine Hoffnungen mehr, auch nicht etwas erreichen. Nein. Du schon, Barbara, du darfst das schon. Ja, super, das ist wieder typisch. Du musst auch mit der Enttäuschung leben. Du musst einfach mit der Enttäuschung leben. Nein, musst dich halt mehr anstrengen. Ja. Ja, wir sehen, dass in der Trauer liegt manchmal auch eine ganz grosse Kraft. Sie wird aber auch ziemlich vermarktet zurzeit. Es gibt ganz viele Hashtags, Sadness zum Beispiel oder Melancholy. Auf Instagram da sieht man ganz viele so Bilder. Es gibt einen riesigen Markt mittlerweile, wo vielleicht auch eine Reaktion ist auf das ganze positive Denken, wo auch irgendwie ein bisschen fast schon eine Ersatzreligion ist, oder? Ja. Also ich meine, es gibt auch Eva Ilus, israelische Soziologin, die von einem Glücksdiktat redet und viele andere Bücher, die den Trend auch feststellen. Und ich glaube, das ist ein Gegentrend, oder, was du jetzt beschreibst, der zum Teil fast so ein bisschen ausschlägt in etwas, was ich nicht so gerne sehe. So ein Exhibitionismus von der Wunden, vom Leiden und so weiter, wo man dann immer rechtfertigt mit der Enttabuisierung von diesen ganzen Sachen, Depressionen oder Angstzustände und so weiter, wo sich Leute dann selber filmen, wenn sie irgendwie Zusammenbruch haben, finde ich irgendwie extrem geschmacklos oder habe ich Mühe damit. Habe ich auch Mühe damit. Weil es wieder um die Vermarktung geht und irgendwie, ja, es ist einfach, ich weiss auch nicht. Nicht nur das, weil es natürlich auch Trauer und den Zusammenbruch dann fast schon wieder schön inszeniert zeigt. Und die wirklich schlimme Trauer, die wirklich schlimme Depression, hat keine schöne, vermarktungswürdige Seite. Ich glaube, das ist das Problem, oder? Dass man irgendwie etwas ausschlachtet, das für viele Leute ganz tragisch ist und keine schöne, vermarktungswürdige Seite hat. Ja, und was gleichzeitig wieder nach außen etwas lebt und darstellt, das ist doch das Problem. Und ich glaube, das mit dem Glücksdiktat oder der Terror des Positiven von der Juliane Schreiber, deutsche Autorin, das ist viel älter. Oder? Ich meine, ich finde schon Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, Kapitel Kulturindustrie, super, also ein Genie, oder, der Adorno. wo er schreibt, Fun ist ein Stahlbad. Oder die Vergnügungsindustrie verordnet uns das Lachen die ganze Zeit. Und das Lachen wird zu einem Instrument, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Betrug am Glück. Das ist eine wunderbare Formulierung. Das heisst, wir haben auch das Lächeln, wo man so ein bisschen abhärtet und uns in das System hineinfügen und konturlos werden und die Glätte haben, dass wir reibungslos weiter funktionieren können. Und beim Adorno immer auch der Konformismus im Ganzen. Und so. Das ist schon alt, oder? Das ist nicht irgendetwas, was es erst seit 20 Jahren gibt. Mit der Selbstoptimierung und das Lächeln und so.
Aber genau vor dem Hintergrund ist doch der Trend dazu, mehr über Trauer zu reden und die Wichtigkeit von der Trauer zu zeigen, so wie es Jonathan Lear macht, scheint mir genau richtig und wichtig zu sein. Also ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann schnell sagt, es gibt das Glücksdiktat und jetzt gibt es quasi wiederum einen Überschwang, nämlich die Vermarktung von der Trauer und das wollen wir auch nicht, sondern dass man vorher irgendwie noch sagt, grundsätzlich mehr über, eben was wir ja hier jetzt machen wollen, über die zarten Seiten vom Leben zu reden, über das Traurige, über das, was uns Menschen alle auch ausmacht. Jetzt zum Beispiel Trauer scheint mir eine urmenschliche Erfahrung zu sein, mit Verlust umzugehen. Das haben Tiere ja so nicht. Die trauern zum Teil auch einfach viel kürzer und anders. Sehnsucht, Heimweh, all diese Gefühle. Es sind doch echt grossartige Gefühle auch. Mit dem Verkaufen, das ist ja wirklich interessant, über den Markt. Es gibt eine ganze Industrie, also es ist wahnsinnig am Boomen und am Wachsen, dass es irgendwelche Gadgets, es gibt Einrichtungsgegenstände, die einem entgegenkommen, in dem melancholischen und ein bisschen traurig sein. Der neueste Trend ist ja ein Pflaster. Schau, ich habe es mitgenommen. Es ist nicht so original, aber ich habe mal eins mitgenommen, ein Pflaster gegen Angst und Traurigkeit. Wenn ich es aufbringe, dann tue ich das jetzt dir ankleben. Ein Pflaster? Ja, ist das seriös mit Doppelblindstudien? Das weiss ich nicht. Ich möchte aber geschwind sagen, es gibt eben das Pflaster für den Vagusnerv. Und das ist letztens... Ui, du hast mehrere, wir können beide eins haben. 6? 6. Soll ich dich jetzt überall verpflastern? Gib mir 3. Gib mir 3. Nein, aber ich kann dir sagen, das Vagusnervpflaster, da hat zum Beispiel die Meghan Markle hat sich mit dem beklebt Meghan Markle? und ein Selfie gemacht oder ist fotografiert worden. Ja. Und seither wollen alle so das Pflaster. Und der Vagusnerv ist ein Hirnnerv, du lachst dich kaputt, der sehr lang ist. Und jetzt gibt es Psychiater, die sagen, tatsächlich, wenn man den stimuliert, hat man recht gute Erfahrungen schon gemacht. Bei gewissen Leuten hilft das gegen Angststörungen und Depressionen. Wirklich? Nur ein Pflaster ist wahrscheinlich nicht mehr wie Placebo. Komm jetzt, ich klebe dir das jetzt Wo muss ich da jetzt? Keine Ahnung, ist das der Vagusnerv? Oder? Ich weiss es nicht. Bizeps? Wie fühlt es sich an? Ich nehme auch eins. Das ist mein Bizeps. Wie ist es? Wie lange braucht das, bis es Inkubationszeit? Aber ist das nicht interessant? Das ist mega interessant, Barbara. Alles, das ist doch typisch. Wo man noch vermarkten kann, tut man noch vermarkten. Ja. Auch Trauer. Ja, und das auch keine Bedeutung hat. Also weißt, es ist nicht ein Pflaster gegen den Weltschmerz oder ein Pilleli gegen den Weltschmerz. Weißt, es ist so rein auf die Wirkung raus. Es ist nicht ein Satz oder ein Mantra oder ein Priester, der etwas sagt, sondern es ist einfach so ein Ding, das kannst du haben, wenn du in der metaphysischen Obdachlosigkeit versinkst und an nichts glaubst, tust du dir so ein Pflaster. So wie du? So ein bisschen wissenschaftlich. So wie du? Das ist Esoterik, ja, genau. Aber es ist Pseudowissenschaft. Siehst, darum bin ich für Metaphysik, dann braucht man kein Pflaster. Ja, in dem Fall, das Pflaster immer schon dabei. Wenn das die Alternative ist, dann bin ich auch für Metaphysik. Und zu diesen Gadgets gibt es auch noch andere. Ich habe dir noch eins mitgebracht, eine sogenannte Gravity-Decke. Eine Schwerkraftdecke. Oh! Okay. Jetzt musst du mal schauen, ich habe im mega geschleppt für dich. Ist sicher nicht so. Da. Ja, schau jetzt mal da. Oh, Scheiße. Sitz mal an. Oh. Das ist so. Da schlafst du unter der hin. Jetzt muss ich schauen wegen dem Mikrofon. Jesus. Die Idee ist, dass so eine schwere Decke einem irgendwie ein bisschen erinnert an Mutterlieb. Man ist so ein bisschen eingekuschelt. Eine schwere Decke tut dich quasi dir mehr Leichtigkeit. Das Geburtstrauma ist überwunden. Ich bin Mutter aus wieder. Es ist wirklich schön. Einfach das Gewicht auf einem ist wirklich super. Das ist besser wie Comedy, oder? Besser als das blöde Klebe auf jeden Fall. Da. Ja, Melancholie und Trauer, das sind auch grosse Kräfte in unserem Leben, gerade in unserer grell bunten Welt, wo immer alles noch schneller und lauter wird. Und wenn ihr mögt, uns erzählen von eurem Umgang mit Melancholie und Trauer, dann freuen wir uns. Es braucht ein bisschen Mut, aber schön, wenn ihr mitdiskutiert. Und da geht es zu 2 Gesprächen. Einerseits mit der Ronja von Rönne über Depressionen und ein älteres Gespräch mit dem Herbert Grönemeyer über Trauer, wenn andere Menschen sterben.